Brannte nicht unser Herz in uns, da Jesus mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Ist alles gut? Probieren wir es nochmal. Ist gut? Brannte nicht unser Herz in uns, da Jesus mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Schau, wenn die Bibel aufgeht, dann fängt an, das Herz zu brennen. Und das ist ein ganz besonders grosses Geheimnis von dieser Art von Buch. Das passiert vielleicht mit anderen Büchern auch. Ich lese ja gerne Bücher und ich habe in meinem Büchergestell verschiedene Bücher. Es braucht aber sehr viel. Ein Buch muss schon super gut sein, dass ich es mehr als einmal lese. Und es gibt nicht so viele Bücher, die ich mehr als einmal lese. Und es gibt ganz wenige Bücher, die ich mehr als 10-mal lese. Und dass es ein Buch gibt, das ich fast jeden Tag lese, das ist für mich sonst ziemlich undenkbar. Aber irgendwie in der Begegnung mit der Bibel spüre ich etwas, da ist etwas viel Größeres. Da ist ein Geheimnis, da fängt etwas an zu brennen. Der Satz stammt aus einer Begebenheit, aus einer langen Geschichte, Lukas 24. Und irgendjemand hat dann eurem Pastor heute Morgen oder im Verlauf der Woche so eine alte Bibel gebracht. 1755, also 266 Jahre. Richtig gerechnet. 266 Jahre. Und ich habe gedacht, wir machen miteinander eine Hörübung. Eine Bibelhörübung. Ich lese euch den Bibeltext daraus vor. Es erinnert uns daran, dass wir nicht die Ersten sind, die die Bibel lesen. Das habe ich noch nie im Leben gemacht. Lago mio, so eine Predigtbibel. Handlich. Lukas 24, ab dem Vers 13. Und siehe, eben desselbigen Tages gingen Zweien aus ihnen in einen Flecken, der war von Jerusalem 60 Mannsläufe, mit Namen Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Es hat sich aber begeben, als sie miteinander redeten und Gespräche hielten, nahete sich Jesus selbst und reisete mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr unterwegs gegeneinander wechselt und sehet so traurig? Und der eine mit Namen Kleophas antwortete und sprach zu ihm: Bist allein du ein Fremdling zu Jerusalem und weißt nicht, was da selbst in diesen Tagen geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Ja, was denn? Sie aber sagten zu ihm: Das von Jesus von Nazareth, der ein Prophet gewesen, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volke, wie ihn unsere Hohenpriester und Oberste zum Gerichte des Todes überantwortet und ihn gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er wäre der Israel erlösen würde. Und über dieses alles ist heute der 3. Tag, dass dies geschehen ist. Aber auch etliche Weiber der unseren, Entschuldigung, das steht da so. Aber auch etliche Weiber der unseren, die am Morgen frühe zum Grabe kamen, haben uns erschrecket. Und als sie seinen Leib nicht gefunden, sind sie gekommen und haben gesagt, sie haben ein Gesicht der Engel gesehen, die sagen, er lebe. Und etliche derer, die bei uns sind, gingen hin zum Grabe und funden es also, wie es die Weiber gesagt hatten, ihn selbst aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren und langsamen Herzens, all dem zu glauben, dass die Propheten geredet haben. Hat nicht Christus solches Leiden und in seine Herrlichkeit eingehen müssen? Und er fing an von Mose und von allen Propheten und legte ihn in allen Schriften aus, was von ihm geschrieben war. Und sie naheten zu dem Flecken, dahin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneiget. Und er ist hineingegangen, bei ihnen zu bleiben. Und es begab sich, als er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, segnete es, brach und gab es ihnen. Und ihre Augen wurden aufgetan.
und sie haben ihn erkannt und er ist von ihnen unsichtlich hinweggekommen. Da sprachen sie untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er auf der Straße mit uns redete und als er uns die Schriften eröffnete? Und sie stunden zu derselbigen Stunde auf, kehrten wieder um gen Jerusalem und fanden die 11 und die bei ihnen waren, beieinander versammelt. Allmächtiger Gott, du redest, du schweigst nicht, du offenbarst dich selber. Und jetzt bitten wir dich, dass deine Offenbarung auch bei uns etwas auftut. Unser Herz, unser Verständnis, unsere Augen, unsere Ohren. Dass nicht verschlossen bleibt, was sonst so oft verschlossen ist. Und dass du selber in uns etwas anrührst, das schenkst du im Namen von deinem Sohn Jesus Christus und in der Kraft vom Heiligen Geist. Amen. Das hat man gar nicht schlecht verstanden, für 266 Jahre. Toll. Jetzt soll ich die wieder daher. Augen, die aufgehen, die Schrift, die aufgeht, ein Herz, das brennt. So wirkt Gott. Am letzten Sonntag haben wir miteinander in die Geschichte von Josia hineingeschaut, wo eine Erneuerung erfahren hat, wo er die Heilige Schrift gefunden hat und plötzlich gemerkt hat, das ist ja nicht ein Buch wie jedes anderes, da steht Gott dahinter. Und wie er erkannt hat, dass in der Schrift ihm Gott selber begegnet, wie er sich gebeugt hat vor Gott und wie das eine Erneuerung bei ihm und nachher beim ganzen Volk ausgelöst hat. Wir knüpfen heute daran an und wollen noch ein bisschen genauer fragen, was braucht es denn eigentlich, damit die Bibel die Kraft entfalten kann. Erstens, Jesus, der die Schrift aufmacht. Jesus, der Schriftöffner. Wir können es auch umgekehrt sagen, ohne Jesus bleibt die Schrift verschlossen. Und das gilt jetzt in einem doppelten Sinn, und so haben wir es ein bisschen wahrgenommen. Im ersten Sinn, nämlich, dass Jesus die Schrift selber ausleitet. Und im zweiten Sinn, dass die Schrift auf Jesus hin ausgelegt wird. Das erste ist ganz offensichtlich, Jesus selber erklärt da am Kleopas und der zweiten Person die Schrift. Vers 27. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus die Schriften. Also Jesus begegnet uns als da ein hervorragender Bibelerklärer, als ein Schriftöffner. Man könnte sagen, wenn es einen gibt, der Experte ist für Schriftauslegung, dann ist es Jesus selber. Das sind nicht Professoren von der STH oder vom IGW oder es ist auch nicht der Phil. Obwohl er Dr. Phil einmal so heisst, oder? Aber schau, der eigentliche Lehrer ist Jesus selber. Er leitet die Schrift aus. Warum ist er der Experte? Ja, weil er selber auch gleichzeitig der Ursprung ist von der Schrift. Wenn die Schrift das Wort von Gott ist, dann ist er der, der dahinter steht. Und er ist selber das lebendige Wort. Und darum ist er der, der uns am besten erklären und zeigen kann, was es mit der Bibel auf sich hat. Darum ist es auch ein totaler Irrsinn, wenn man denkt, ich könnte die Schrift losgelöst von Jesus lesen. Natürlich kann man die Bibel nehmen als ein Buch wie jedes andere und jeder kann als Pult sitzen und damit ein bisschen darüber studieren oder so. Aber schau, wenn du die Bibel liest, ohne Jesus, dann verirrst du dich in deinen eigenen Gedanken. Und die Bibel ist ein Buch, das genau dazu da ist, dass es uns zu Jesus führt. Jesus hat mal in einem Gespräch mit den Leuten, die er sich auseinandergesetzt hat, gesagt, man kann das nachlesen, Johannes 5, 39 bis 40, ihr sucht in den Schriften,
Denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie sind's, die von mir zeugen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben habt. Also da gibt es Leute, die haben genau die richtige Ahnung gehabt. Sie haben gemerkt, die Bibel ist ein besonderes Buch. Und sie haben in der Bibel gesucht und haben nach Leben gesucht, nach etwas Inspirierendem, nach Kraft. Und Jesus hat ihnen müssen sagen, aber ihr kommt nicht zu mir selber. Und darum findet ihr das Leben nicht. Schau, wenn du das spürst, die Sehnsucht, dass etwas zieht, dass du etwas merkst von der Bibel, dann musst du zu Jesus gehen. Und das ist dann wie ein Wechselspiel. Das Hören auf die Bibel und die Nähe zu Jesus ergänzt einander. Und wo man nur auf die Bibel hört, ohne die Nähe zu Jesus, verpasst die Bibel ihr Ziel. Jesus leitet die Schrift aus. Und darum, wenn wir das Verständnis haben, ein möglichst gutes Verständnis von der Heiligen Schrift, müssen wir uns näher an Jesus halten. An das, was er uns mitgilt und uns zu ihm leiten lässt. Und das Zweite, die Schrift wird auf Jesus hin ausgelegt. Also die Schrift geht uns auch auf, wenn wir sie auf Jesus hinlesen. Und das ist etwas, wo manchmal sehr hilfreich ist, dass man beim Bibellesen nicht nur bei den einzelnen kleinen Stellen stehen bleibt, sondern in der grossen Geschichte, wo Gott schreibt. Und in dieser grossen Geschichte, wo er anfängt, eine Welt zu erschaffen, wo er dann Menschen hineinstellt als sein Ebenbild, wo er mit diesen Menschen eine Geschichte schreibt. Und die Geschichte spitzt sich zu auf Jesus hin. Und von ihm her können wir uns dann auch wieder mit Jesus hineinklinken. Man kann eigentlich sagen, die Bibel verstehst du am besten, wenn du dich selber mit Jesus verbindest. Weil er der Höhepunkt ist, wo die ganze Schrift auf ihn zuläuft und die Schrift von ihm her kommt. Auf ihn hin, von ihm her passiert das. An dieser Stelle ist die Geschichte vom Lukas-Evangelium ganz besonders hilfreich für das Verständnis vom Alten Testament. Weil da kann es ja manchmal so gehen, dass man durch das Alte Testament liest und sagt, was soll das eigentlich? Die komischen Geschichten, die da stehen, das ist mir ganz fremd. Und vielleicht ist es bei dem Alten Testament genauso ähnlich wie bei den Emmaus-Jüngern, die da unterwegs sind. Dass ihnen die Augen auch verborgen sind. So verborgen, dass uns manchmal auch verborgen ist vom Alten Testament. Und dann in der Begegnung mit Jesus passiert etwas. Die Schrift geht auf und dann erscheint auch das Alte Testament in einem neuen Licht. Und plötzlich entdecke ich, ja, Jesus ist ja dort schon dabei gewesen. Schau jetzt nämlich, wenn du die beiden Emmaus-Jünger, hätte ich jetzt den Kleopas neben mir und hätte ihn gefragt, sag mal, noch bevor sie in Emmaus angekommen sind, sag mal, ist Jesus mit dir unterwegs gewesen? Was hätte er mir zur Antwort gesagt? Okay. Ist Jesus mit mir unterwegs gewesen? Hätte ich gesagt, nein. Er hat den noch nicht erkannt, der da mit ihnen unterwegs ist. Er hat noch nicht gewusst, dass Jesus mit dabei war. Erst später sind ihm die Augen aufgegangen und nachher, wenn ich heute ist ein bisschen schwierig, oder? Aber hätte ich den Kleopas nachher gefragt, ist Jesus mit dir unterwegs? Ja, selbstverständlich ist Jesus mit mir unterwegs. Es war wunderbar gewesen. Und schau, so ist es im Alten Testament und so ist es auch in unserem Leben, dass es Zeiten gibt, wo wir gar nicht merken, dass Jesus mit uns ist. Dass es Zeiten gibt, wo wir gar nicht merken, dass Jesus mitläuft mit dem Volk Israel. Dass Jesus mit dem Daniel in der Löwengrube ist. Dass Jesus mit dem Volk Israel aus Ägypten auszieht und durch die Wüste durch. Dass es uns verborgen ist. Dass es uns verborgen ist, dass Jesus mit uns durch die Stürme und auf dem Weg vom Leben geht. Unser Wegbegleiter ist. Aber wenn wir mal die Augen, also ein Augenöffnungserlebnis haben, wie der Kleopas, und zurückschauen, dann merken wir plötzlich, hey Mensch, Jesus war ja schon dabei gewesen. Und schau, so ist es dann der erste Nachfolger von Jesus gegangen, wo ihnen die Augen aufgegangen sind und sie ins Alte Testament geschaut haben, haben sie überall Jesus gesehen, wo er vorher noch verborgen war.
Haben sie Jesus gesehen, überall dort, wo Gott sich offenbart hat? Haben sie Jesus gesehen, dem, was die Propheten angekündigt haben? Haben sie Jesus gesehen, dem, was mit dem Volk Israel passiert war? Haben sie Jesus gesehen, den besonderen Personen, wo Gott gerufen hat, um ihm nachfolgen? Und das war ein Augenöffner für sie. Jesus, der Schriftöffner, er leitet die Schrift aus und die Schrift wird auf ihn her ausgelegt. In dieser grossen Linie der Bibel hilft es uns darum, immer wieder die Schrift auf Jesus hin und von ihm auszulegen. Das Zweite, der Heilige Geist, der Augenöffner. Es steht nichts in dem Text ganz ausdrücklich vom Heiligen Geist. Die Bibel braucht da aber so ganz besondere Formulierungen, und zwar an beiden Orten. Im Vers 16, aber ihre Augen wurden gehalten, also eigentlich jemand hat ihre die Augen zugehabt. Und nachher ein bisschen später, im Vers 31, da wurden ihre Augen geöffnet. Und jetzt merken wir, das sind, zum ein bisschen Grammatik zu machen, Passivformulierungen. Es war nicht so, dass sie unterwegs sind und die Augen zugetan und dann haben sie die Augen aufgetan. Sondern etwas hat ihnen die Augen zugehabt und etwas hat ihnen die Augen aufgetan. Und was ist das etwas, wo ihnen die Augen zuhebt und auftut? Das ist der Heilige Geist. Das ist genau das Wirken, das er macht. So beschreibt die Bibel ganz häufig mit diesen Passivformulierungen, wie Gott an uns schafft. Ja, und da gibt es die Zeiten, wo noch gewisses verborgen ist. Und dann fängt an der Heilige Geist wirken und er wird zum Augenöffner par excellence. Und das mit dem Heiligen Geist ist eben so wichtig, weil dann sofort deutlich wird, Heiliger Geist und Heilige Schrift gehören ganz eng zusammen. Es wäre blöd, Wort und Geist gegeneinander ausspielen, weil der Heilige Geist in der ganzen Reihe dahinter steht. Ich weiss nicht, ob ihr schon mal so Flüsterspiele im Kindergarten gemacht habt, wo einem anderen etwas ins Ohr flüstert und man muss den Satz weitergeben und schauen, was am anderen Ende rauskommt. Es gibt ja so eine komische Flüstergeschichte auch in der Bibel. Gott offenbart sich einem Menschen. Er hört es, er vernimmt etwas, er schreibt es auf. Irgendein anderer liest das wieder und übersetzt es. Und dann kommt der Phil und liest die Übersetzung und hört wieder etwas und macht eine Predigt. Oder er schreibt eine Predigt. Ich weiss nicht, schreibst du die Predigten? Nein, er schreibt sie nicht. Also er hat sie jetzt geschrieben. Und dann liest er seine Predigt und du hörst etwas. Und jetzt, wie soll das gehen, dass am Ende rauskommt, was am Anfang reingekommen ist? Das ist so wie ein Flüsterkettchen, das passiert. Und der die Klammern zusammenhält, ist der Heilige Geist. Weil er in dem ganzen Weg mit dabei ist. Der Heilige Geist ist der Kommunikator par excellence. Er ist der, wo durch ihn die Menschen verstanden haben, das ist Gott, der redet. Er ist der, der, jetzt wird man technisch, brauchen wir den technischen Begriff, wo die Schreiber inspiriert hat, in Spiritus, also wo der Geist hineingekommen ist, wo die Schreiber inspiriert haben, dass sie das aufgeschrieben haben. Er ist der über den Prozess der Bibelüberlieferung gewacht hat. Er ist der über all diese wacht, die sich dann jetzt die Bibel lesen und wo sie erleuchtet, beschenkt mit dem Heiligen Geist, dass sie Augenöffner haben für das, was da passiert. Und er ist der, also wenn heute Morgen irgendetwas bleibt bei dir von dem, was heute Morgen passiert, dann liegt das nicht daran, dass wir eine super Band haben und einen super Moderator und es liegt ganz sicher nicht am Prediger, sondern ist es das Wirken vom Heiligen Geist, dass er jetzt etwas nimmt und in dich hineinpflanzt und an dir wirkt. Und dass am Ende von dem du kannst wissen, es ist Gott, der zu mir geredet hat. Das ist nicht einfach der Stefan, der geredet hat. Das ist eine Gabe vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Augenöffner par excellence. Und jetzt merkst du, es macht überhaupt keinen Sinn, Jesus und die Bibel auseinanderdividieren. Es macht keinen Sinn, Jesus und den Heiligen Geist auseinanderdividieren, sondern das ist alles ganz eng zusammen.
Es scheint, dass es Gott gefallen hat, dass er sich in der Heiligen Schrift offenbart, in einem Buch. Warum dass er das gemacht hat, das ist eine Frage, wo man darüber nachstudieren und nachdenken kann, aber er hat es gemacht. Und jetzt ist es so, dass in der Begegnung mit dem Buch wir verstehen, wer Jesus ist und der Heilige Geist uns auftut, die Schrift auftut und die Augen auftut. Und dann fängt das Herz zu brennen. Noch mein letzter Gedanke zum Bibeltext. Ich mache heute eine kürzere Predigt, weil ihr seht schon, da hat es 2 Stühle parat und nachher werde ich da gegrillt auf einem von diesen Stühlen. Es hat schon ein paar Fragen gegeben. Viel ist dann mein Interviewer. Man wird dann noch mehr Fragen können stellen, wo ich noch ein bisschen präziser auf eure Fragen eingehen kann. Jetzt aber zuerst der 3. Teil noch von der Predigt. Also Jesus, der Schriftöffner, der Heilige Geist, der Augenöffner. Und jetzt die 3. Frage, wo passiert denn der Öffnungsort? Und jetzt sage ich die Gemeinde. Die Gemeinde ist der Ort, wo die Öffnung passiert. Wir haben da Gemeinde im kleinstmöglichen Format, nämlich 2. Aber was machen die 2? Sie sind unterwegs miteinander und sie essen miteinander. Mit Jesus zusammen sind es dann 3. Es ist so Gemeinde in Kleinformat. Dort, wo Menschen miteinander unterwegs sind, wo eine Wegstrecke zusammengehen. Sie haben austauscht über das, was sie beschäftigt. Sie haben ihre Not einander gesagt. Sie sind offen für das, was Gott schenkt. Sie haben Tischgemeinschaft gehabt. Das ist der richtige Ort für die Schriftauslegung. Man könnte es auch anders sagen. Es wird immer gefährlich, wenn du die Bibel nur allein liest. Also super, wenn du auch allein die Bibel liest. Wenn du auch die Zeit hast, wo du selber auf die Bibel hörst. Aber wenn so die Frage bewegt, wie kann ich die Bibel gut verstehen, dann brauchen wir einander. Das ist eines der ganz grossen Geheimnisse auch, dass die Bibel nicht ein Buch einfach ist für den Einzelnen, sondern ein Buch für die ganze Kirche. Und dass wir als ganze Gemeinde auf die Bibel hören. Und zu den ganz reichen Momenten gehört für mich, wenn man so etwas macht wie Bibel teilen. Dass man sich einfach miteinander in einen Bibeltext stellt und hört, was bewegt das beim anderen? Was hört der andere? Was sagt der Heilige Geist am anderen mit dem Bibelwort? Und man so miteinander auf die Spur kommen kann. Und das hat man auch schon früh gemerkt in der Auslegung der Bibel. Ja, jeder kann ja die Bibel lesen und daraus nehmen, was er gerade wichtig findet. Und die Gemeinde ist eine Art wie ein Korrektiv gegenüber meinem einzelnen Tunnelblick und meinen einzelnen Sonderfündchen. Und plötzlich merke ich, die Kirche hilft mir, dass ich an der Bibel vielleicht die Sachen wahrnehme, die für das Gesamte wichtig sind und dass ich nicht irgendwie als Einzelner da ganz einen verkehrten Weg gehe. Wir könnten sagen, dass in dieser Geschichte, und das ist der letzte Gedanke der Gemeinde, die ganz typischen Sachen von einem Gottesdienst abgebildet sind. Predigt und Abendmahl. Wir hören noch den Dank dazu, wir können den Lobpreis noch mit dazu nehmen. Und jetzt merken wir, dass auch Gottesdienst ein Ort ist, wo eine Bibelauslegung stattfindet. Und zwar die Auslegung nicht nur in dem, dass man über die Bibel redet, sondern dass man sozusagen die Bibel aufführt. Und Lobpreis ist eigentlich ein Reingehen und Rausleben aus der Bibel, eine Art gelebte Bibelauslegung. Und Gottesdienst feiern ist auch eine Form von gelebter Bibelauslegung. Und dort, wo das passiert, wo wir uns wieder versammeln um Jesus Christus, im Abendmahl und um sein Wort, dort möge es der Heilige Geist schenken, dass das immer und immer wieder geschieht, was da bei ihnen passiert ist. Da brannte ihnen das Herz. Es gibt nichts, was wir als Menschen machen können. Es gibt nichts, was ich machen kann, dass jetzt bei dir das Herz brennt. Wenn es anfängt zu brennen, ist es eine Gabe von Gott selber. Auf das zielt die Bibel, das wünscht sich Gott, das treibt uns hin zu Jesus. Amen. Und jetzt, Phil, nehmen wir das Tischchen weg, dass wir die Stühle besser sehen und dann...
Grillen tönt gut, oder? Es ist jetzt langsam Sommer, aber ich weiss jetzt nicht, ob wir dich grillen wollen. Aber wir wollen die Chance nutzen, um dir die Fragen zu stellen zu der Bibel, die uns auch auf dem Herzen liegen, brennen. Manchmal fragen wir uns gewisse Sachen. Du hast letzten Sonntag schon angekündigt, dass wir dir die Fragen stellen. Es sind schon 3 Fragen zusammengekommen. Und es ist auch jetzt dann die Möglichkeit, zum weitere Fragen zu stellen. Ich habe Simon gerade das lange Mikrofon mitgegeben. Also ihr dürft euch gerne melden und er kommt dann vorbei, dass wir gerade jetzt live im Gottesdienst Fragen stellen können. Aber auch die im Livestream jetzt live mit dabei sind, ihr seht gerade unten dran im YouTube-Livestream hat es einen Link, wo auch so ein Slido verlinkt ist, wo ihr auch sogar gerade da vorne seht. Da sind die 3 Fragen seit letzten Sonntag schon drin. Und wir sehen dann da live, wenn noch weitere Fragen von die Heime auch dazukommen. Also wenn ihr jetzt irgendeine Frage habt zu der Bibel, in welchem Zusammenhang auch immer, dann dürft ihr die gerne stellen. Und wir sind sehr gespannt, wie fest wir es schaffen, dich zu grillen, ja. Dich zu fragen. Ich starte mal mit dem ersten Vers, mit der ersten Frage. Und dann Vers. den Vers, den kannst du dann aufbringen, genau. Ich starte mal mit der ersten Frage und dann hören wir mal schon, ob auch Fragen von euch kommen. Die erste Frage, die wir hier sehen: Kann man die Bibel heute noch wörtlich nehmen? Ja, bei dieser Frage müssen wir jetzt ja fast überlegen, geht es jetzt um heute und noch oder um wörtlich? Also wir tun mal heute noch streichen und fragen nur, kann man die Bibel wörtlich nehmen? Weil das ist eine Frage, die natürlich alle Leute immer beschäftigt hat, zu allen Zeiten und zu allen Orten. Kann man die Bibel wörtlich nehmen? Also zuerst mal, man kann Gott beim Wort nehmen. Wenn Gott etwas verspricht, dann heb ich daran fest. In dem Sinn, ja, man kann die Bibel wörtlich nehmen. Und dann höre ich natürlich dahinter auch, was heisst jetzt wörtlich? Und das ist ja dann jetzt eine Frage von der Auslegung. Die Bibel hat ganz viele verschiedene Sprachformen. Es hat bildhafte Sprache in der Bibel, es hat historische Sprache in der Bibel, die Begebenheiten erzählt. Es hat Appell in der Bibel. Und wörtlich ist ja dann so mit diesen verschiedenen Sachen. Also wenn man ein Bild wörtlich nimmt, das wäre ja seltsam. Ein Bild muss man bildhaft nehmen. Beim historisch würde ich jetzt sagen, wörtlich bedeutet, dass wenn die Bibel von einem Ereignis berichtet, dass ich davon ausgehe, dass da auch etwas passiert ist und dass das nicht nur eine Märchengeschichte ist, die jemand erfunden hat. Und bei Appell, das ist eine Frage, die nachher nochmal kommt. Also das heisst, wenn du die Bibel liest, dann rechnest du damit, dass überall mit allen Stellen Gott zu dir redet und je nachdem, was für eine Textform das ist, dass das auch diese Bedeutung hat? Ja, ich rechne damit. Also ich könnte ja umgekehrt sagen, was wäre ein alternativer Weg? Ein alternativer Weg wäre, dass ich müsste so ein gescheiter Typ sein, dass ich selber unterscheiden kann, wo redet Gott in der Bibel und wo redet er nicht. Und das mute ich mir nicht zu. Ich glaube, also dann würde ich mir ja anmaßen, dass ich besser Bescheid weiß über die Bibel als die Bibel selber. Und das ist ein Urteil, also wenn ich probiere auseinanderdividieren, das in der Bibel redet Gott oder das kommt von Gott und das andere kann man streichen. Oder ich könnte so eine Art einen Bastelbogen machen und mir aus der Bibel ausschneiden, was nicht so zu der Bibel passt und mir meine eigene Bibel so im Pick and Choose zusammenstellen. Das finde ich nicht die richtigen Ansätze. Und in dem Sinne, ja, ich lese die Bibel mit der Grundhaltung, in all dem im Gesamten von der Bibel redet Gott zu mir. Mhm. Und das finde ich manchmal ganz schwierig, ehrlich gesagt. Also das ist nicht etwas, wo ich einfach finde, dem stelle ich mich aus. Also kommst du manchmal auch zu einer Bibelstelle, wo du denkst, eigentlich wäre es fast einfacher, wäre es das nicht so Wort Gottes, aber du setzt dich, also gehst trotzdem darauf ein. Ich habe das Gefühl, je länger dass ich mit Jesus unterwegs bin, desto mehr so Bibelstellen gibt es. Also desto mehr gibt es auch Sachen, wo ich drüber stolpere und denke, Mensch Gott, warum? Es wäre schon einfacher gewesen ohne das, oder? Das klingt nach einem spannenden Weg. Jetzt, Simon, kannst du mal umschauen. Hat jemand von euch eine Frage, wo wir ein bisschen mithelfen wollen, um den Stefan da vorne löchern? Dann kommt er gerne vorbei. Da hat es etwas in der hinteren Reihe.
Du hast an der Predigt gesagt, dass an den Jüngern die Augen aufgetan worden sind. Wie merke ich, dass mir die Augen aufgetan werden, wenn ich vorher nicht an Jesus geglaubt habe? Jetzt können wir wirklich gerade mal präzise in den Bibeltext hineingehen. Die Frage ist, wer hat dann können das aufschreiben, den Bericht? Und nach allem, was Sinn macht, muss man annehmen, dass der Kleopas das erzählt hat. Am Lukas. Oder der Gemeinde. Und irgendwie, dass der Kleopas ein Augenzeuge ist. Das heißt, er hat selber etwas gemerkt von dem Augen auftun. Und er hat es natürlich gemerkt, dass im Herzen etwas brennt hat und mit der Erkenntnis von Jesus. An was hat es Sachen gegeben, wo er das gemerkt hat? Ja, er hat Freude bekommen. Er hat Freude bekommen von einem frustrierten und enttäuschten Leben, wo er das Gefühl hatte, ich habe aufs Falsche gesetzt, ich habe auf den Messias gehofft, jetzt ist alles weg, jetzt kehre ich wieder in meine Heimat zurück, auf Emmaus. Kaum sind ihm die Augen aufgegangen, ist er wieder mitten auf Jerusalem, in der Mitte vom Geschehen, dort wo die Post abgeht, zu den anderen Jesus-Jüngern. Es hat ihn in die Gemeinschaft mit den anderen getrieben, die Jesus gerne hatten. Das sind ganz typische Merkmale für Augen auftun Erfahrungen. Dann würdest du auch sagen, dass jemand, der jetzt nicht gläubig ist, nichts mit Jesus zu tun hat überhaupt und einmal irgend so eine Bibel nimmt und anfängt zu lesen, dass auch bei ihm die Augen aufgetan werden? Ja, selbstverständlich. Also meine Frau ist so eine Person, sie ist nicht in einem frommen Elternhaus aufgewachsen und ist dann als Gymnasiastin in einen Studentenaustausch und ist auf Amerika gegangen mit der Organisation und dann gesagt, wenn man das amerikanische Leben kennenlernen, muss man alles mitmachen, was die amerikanische Gastfamilie macht. Und das ist von einer ganz lebendigen, charismatischen Gemeindefamilie gewesen. Und dann ist sie halt x-mal in den Gottesdienst mit denen mitgegangen und so. Und irgendwann hat dann dort einen Jugendpastor gehabt, also so einen wie der Simon, der ist gar nicht mehr da. Der steht hinten mit dem Mic, ja. Und irgendwie mit dem haben sie zusammen Pizza gegessen. Das macht man mit dir wahrscheinlich auch. Und dann haben sie den gelöchert mit Fragen. Und er hat immer gesagt, ich kann dir schon Antwort geben, aber am besten ist, du liest selber in der Bibel. Und dann hat sie sich eine Bibel gekauft und hat einfach von vorne angefangen zu lesen. 1. Mose 1. Kein Plan gehabt, hat eigentlich nichts verstanden. Aber beim Buch Ruth hat sie gesagt, ja, dann will ich das auch. Dann will ich auch, dass du mein Gott bist. Dann ist sie aber recht weit gekommen in dem Fall und Ja. hartnäckig geblieben. Ja. Ich nehme mal da die nächste Frage, die schon gestellt worden ist. Wie erkenne ich schnell und einfach, ob ein Bibelvers nur für damals Bedeutung hatte oder auch für heute? Gar nicht. Also einmal nicht schnell und einfach. Also wir tun mal schnell und einfach auch wieder streichen. Weil die Bibel ist nie etwas, wo schnell und einfach geht. Vielleicht ganz grundsätzlich. Gott hat Zeit. Die Bibel ist ein altes Buch. Wir sind schon lange damit unterwegs. Das sind keine Schnellrezepte. Aber jetzt, natürlich, und es gibt dann nicht einfach so eine Checkliste, die man abhökeln kann, um nachher zu sagen, ja, in dem Fall gilt es noch oder es gilt nicht. Aber ich tue es vielleicht an einem Beispiel deutlich machen. Es gibt 5 Briefe in der Bibel, die aufhören miteinander, mit der Aufforderung, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. So wie ich beobachte, hat dir das nicht eingehalten. Also ich glaube, ihr seid also gar keine biblische Gemeinde. Und jetzt, an diesem Beispiel kann man das vielleicht sehr gut sehen, dass man so Fragen aufschlüsseln kann. Weil, was ist das Besondere an dieser Aufforderung? Und um das zu verstehen, muss man in den damaligen Kontext ein, wie haben normale Begrüßungsrituale ausgesehen. Und das normale Begrüßungsritual ist, dass man sich geküsst hat. So wie bei den Welschen. So. Also das war normal. Alle haben sich einander geküsst. Also das Besondere an diesem Bibeltext ist nicht die Aufforderung, küssen einander, sondern es soll ein heiliger Kuss sein. Und wenn man jetzt schaut, was bedeutet dann ein heiliger Kuss, dann ist sofort klar, an dieser Ort bedeutet es, das ist ein Kuss, der keinen Unterschied bei den Leuten macht. Und dann hat der Sklave den Herr geküsst und der Jude den Heid. Undenkbare Sachen im damaligen Kontext.
Der Kuss ist also heilig geworden, weil man mit dem Kuss einander in der Familie von Gott willkommen geheißen hat und keinen Unterschied gemacht hat. Also so, wenn ich das auf heute anwenden würde, ich sagen, ich begrüße alle in der Gemeinde gleich. Also dann kann ein normaler Handschlag ganz heilig sein. Ja, dann würde es heißen, geben einander einen heiligen Handschlag. Und der heilige Handschlag würde bedeuten, ich gebe den auch dem, den ich nicht sympathisch finde. Wie viele Fehler hat die Bibel? Das ist die falsche Frage. Also ich verstand sie sehr gut, weil man das gerne wissen will. Aber schau, Fehler kennen wir ja aus Tests, die wir machen. Also, man hat in der Schule Mathe-Tests gehabt und dann kann man schauen, wie viele Fehler hat man gemacht. Und man findet die Fehler raus, wenn man die richtige Lösung weiss. Und dann kann man den Test, den du gemacht hast, ich weiss nicht, wie sind deine Mathe-Tests? Mehr rot oder grün? Mathe war gut, Französisch ist ein bisschen anders. Nein, Französisch, oder? Dann sind die rot gewesen, oder? Die Tests. Und die sind rot gewesen, weil es ein Original gegeben hat, wo man gewusst hat, wie es ist. Und dann hat man den Test mit dem Original vergleichen und können sagen, da hast du Fehler gemacht. Das heisst, um können beurteilen, ob etwas einen Fehler hat, muss ich einen Maßstab haben. Wenn ich jetzt also sage, ich möchte wissen, ob die Bibel einen Fehler hat, dann muss ich einen besseren Maßstab haben als die Bibel. Und dann muss ich anhand von dem Maßstab können beurteilen, ist die Bibel wahr. Aber dann würde ich sagen, die Bibel ist gar nicht der höchste Maßstab, sondern es gibt einen anderen Maßstab. Was nehme ich denn als Maßstab? Nehme ich den aktuellen Stand von der Forschung, von der wissenschaftlichen Forschung? Nehme ich meine Gefühle? Nehme ich meinen Verstand? Nehme ich das Allgemeinwissen? Nehme ich einen allgemeinen Trend? Oder was würde ich denn als Maßstab nehmen? Und das macht es so unheimlich schwierig bei dieser Frage. Darum, ich glaube, es ist nicht die gute Frage. Es wäre wie der Wunsch, dass ich könnte an einem besseren Maßstab das prüfen. Das heisst, wenn ich behaupte, die Bibel hat Fehler, dann würde ich sagen, ich müsse die Bibel korrigieren. Dann müsse ich sozusagen eine Second Edition, eine zweite Auflage korrigiert und verbessert. Fehlerbereinigte Bibel rausbringen. Aber ich kann genauso nicht behaupten, die Bibel hat keine Fehler. Weil im Prinzip ist es eine Aussage vom Glauben, dass ich darauf vertraue, die Bibel ist zuverlässig. Ich kann mich auf Gott verlassen. Und natürlich gibt es viele Spannungen. Es gibt Spannungen in der Bibel selber, die ich nicht einfach lösen kann. Es gibt Spannungen zwischen der Bibel und meiner Erfahrung. Es gibt Spannung zwischen der Bibel und der Wissenschaft. Und ein Stück weit müssen wir die auch lernen, aushalten im Glauben. Aber sobald ich anfange zu behaupten, die Bibel hat falsch, ich bin der Lehrer, ich tue jetzt die Bibel korrigieren, dann tue ich mich in eine Position hineinversetzen, die ich glaube, ist nicht gesund. Aber vielleicht noch als Ergänzung. Wir haben am letzten Sonntag miteinander darüber nachgedacht, über den Unterschied von IKEA-Regal und Liebesbrief. Mögt ihr euch noch erinnern, die da waren? Oder? IKEA-Regal, wo eine Montageanleitung ist, dort ist es sehr relevant, oder? Ob es einen Fehler hat in dieser Anleitung oder ob ich dann die falsche Schraube nehme, weil die Anleitung falsch ist. Ich weiss nicht, bei den Liebesbriefen, ob du deine Liebesbriefe je auf Grammatikfehler korrigiert hast. Das ist ja ganz seltsam. Also, das ist wie ein anderer Charakter. Darum, es wäre wie die Frage, hat mein Partner einen Fehler? Weißt du, das sind so seltsame Sachen. Darum glaube ich, es ist wirklich, Fehler ist die falsche Kategorie von einer Frage an die Bibel. Aber in Ihrer Antwort höre ich in dem Fall raus, dass sogar du als Doktor, Professor mit gewissen Spannungen in der Bibel lebst, ohne dass du sie auflösen kannst. Ja. Und also in der Bibel selber, da gibt es zum Beispiel verschiedene Berichte von den Evangelien, wo ein gleiches Ereignis nicht gleich berichtet, bis hin zum Auferstehungstag, also zu zentralen Ereignis vom Glauben, wo man jetzt nicht einfach leicht harmonisieren kann. Und existenzieller ist noch mehr, wo die Bibel meiner Erfahrung widerspricht oder meinem Verstand und ich etwas nicht begreife. Und dann ich mich wie entscheiden muss, was tue ich jetzt zuerst kritisieren? Zuerst die Bibel oder mich selber? Und die Geschichte mit dem Heiligen Geist und mit Jesus und mit der Öffnung bringt mich dazu, dass ich mich selber eigentlich zuerst möchte in Frage stellen, bevor ich die Bibel in Frage stelle. Das heisst, ich schaue mehr die Bibel als ein Buch an, das mich in Frage stellt, als dass ich mich in der Position setze und die Bibel in Frage stelle.
Also das heisst, bewusst aushalten, wenn man mal durch die Bibel in Frage gestellt wird, nicht selber gerade den Spieß umkehren, sondern das Ja. an sich selber zuzulassen. Ja. Und ich glaube, das kennt jeder Bibelleser. Die Bibel kennt genug Klares und Verständliches, um sich damit auseinanderzusetzen. Der Simon ist immer noch unterwegs mit dem Mikrofon. Gibt es jemanden, der gerne noch mal etwas reinwerfen will? Es hat noch 3 Fragen. Ja. Ja, also in den Evangelien da können wir lesen, dass Jesus ja ganz viele Wunder gemacht hat, also auch so medizinische Wunder oder Dämonen austreiben. Und eigentlich erlebe ich das nicht. Oder Wunder, oder ich kenne jemanden, der sagt, ich bin jetzt fast gesund durch Medikamente und durch Gottes Hilfe. Aber ich habe es noch nie erlebt, wo jetzt vielleicht der Arzt sagt, sie haben eine Lebensdauer von 2 Jahren und wo dann wirklich gesund ist. Aber vielleicht ist jetzt das auch gerade so eine Frage, wo Sie sagen, das ist jetzt eine Spannung, oder, wo man muss aushalten muss. Ja. Es ist wie halt nochmal eine Frage weiter, nämlich wir haben die Bibel dazumal und unsere Welt heute. Und das gibt Veränderte. Unsere medizinischen Systeme sind nicht mehr die gleichen wie dazumal. Unsere Wahrnehmung von der Welt ist nicht mehr die gleiche. Wir leben in unserem Kontext fast nicht mit dem Kontext und mit dem Wissen um Dämonen. Das ist nicht etwas, was unser Leben bestimmt. Das ist dort viel stärker gewesen. Und wenn man natürlich heute in Gegenden der Welt geht, wo da noch eine viel offenere Weltsicht haben und ich sage mal eine durchlässigere Weltsicht, wenn man in Afrika lebt oder so, dann ist das überhaupt kein Problem, die Bibeltext, weil das, oder ich habe gerade letztens mit jemandem geredet, der in Papua-Neuguinea war, das ist die tägliche Realität, wo wir damit auseinandergesetzt sind und wo das ganz anders lebt. Das heißt, vielleicht müssen wir auch eingestehen, dass die Bibel nicht in jedem Kontext genau das Gleiche anschlussfähig ist oder man direkt das Gleiche kann rausnehmen kann. Wegen dem jetzt behaupten, oh nein, das sind dumme Geschichten, die da waren, das wäre jetzt wieder so der Vorbehalt. Ich selber rechne damit, dass Gott Wunder tut. Ich rechne mit einer offenen Welt. Es ist, glaube ich, für mich eine Kernfrage. Wenn es um die Wunder geht, ist die Kernfrage nicht einmal die zuerst von der Heiligen, sondern die von der Auferstehung von Jesus Christus. Hat die Auferstehung von Jesus Christus stattgefunden und hat mit dem die neue Welt angefangen. Und das ist für mich wieder der Dreh- und Angelpunkt, wenn ich an biblische Wunder denke. Wenn Jesus aus den Toten aufersteht und ein neues Leben entsteht, ich sage mal, dann eröffnet mir das eine Weltsicht, wo ich auch alles andere irgendwie drin verordnen kann. Dass meine Erfahrung nicht die gleiche ist wie zu biblischen Zeiten, das ist so. Es ist übrigens auch in der Bibel nicht immer so, dass alle gleich viel Wunder erlebt haben. Es hat auch in den biblischen Zeiten gegeben, wo es eine Häufung gegeben hat von Wunderereignissen, zum Beispiel beim Elia und Elisa, und nach einer Zeit, wo lange gar keine Wunder berichtet sind, also bis in die Zeit zwischen den beiden Testamenten. Wir haben noch 2, 3 Fragen. Wäre es möglich, dass wir die so wie kurz und knapp Antworten ich gebe mir machen? Mühe, ja. Ist das gut? Genau, Dann, und was wir machen können, ist, dass ich nachher eines der Kaffeetischli mitbelege und wer am Kaffeetischli noch weiterreden will, darf das gerne machen. Super, dann dürfen wir nachher noch weiter Gut, dich mit 2 Fragen kurze löchern. noch. Es wäre vielleicht gut, wenn du noch ein Wort zum Kanon würdest sagen. Ist das ein Wunder, der Kanon, dass wir die Bibel haben, so wie wir sie jetzt haben? Es gibt ja noch die Apokryphen von danebst und die katholische Kirche geht noch weiter, da kommt noch Tradition und noch weiteres dazu. Und es wäre, glaube ich, gut, dass man auch weiss, was meinen wir mit der Bibel. Also jetzt, normalerweise da alle meinen einfach den Kanon, aber das, wenn Sie da noch etwas sagen. Also das ist jetzt natürlich wieder eine grosse und spezifische Frage, aber im Kern lebt die Kirche aus der Reformation mit der hebräischen Bibel, wie sie Jesus benutzt hat. Und das ist dann das Alte Testament aus 39 Büchern und das Neue Testament, wie es sich herausgebildet hat in der Geschichte der Kirche. Das ist nicht unbedingt ein Entscheid gewesen, wo man willkürlich gefällt hat, was gehört zu der Bibel oder nicht, sondern was hat sich bewährt, auch im Gottesdienst als Kraftquelle, wo hat der Heilige Geist gewirkt.
und mit den 27 Büchern vom Neuen Testament, also den 66 Büchern vom Kanon. Aber das ist eine Frage, die man im Detail auch noch am Kaffeetisch anschauen kann. Also du liest die Bibel mit diesen 66 Büchern. Ja, ganz genau. Es hat nochmal eine Frage gehabt, Neumet, als zweite. Was ist mit der Ausschüttung vom Heiligen Geist? Jetzt haben wir da hinten dann auch noch mal 2 Fragen, gell? Aber mit der, was mit der Ausschüttung vom ein riesiges Geschenk, dass es Gott nicht für sich selber behalten hat, sondern reich über uns ausgegossen hat und dass er uns beschenkt damit. Wir feiern das ab Pfingsten, aber es ist eine Wahrheit, die uns tagtäglich begleitet. Wie sollten wir können von Gott etwas erfahren? Wie sollten wir Gott können Danke sagen? Wie sollten wir Gott können loben, wenn nicht der Heilige Geist in uns wirkt? Die 2 Fragen, die da noch gekommen sind, die können wir vielleicht nicht am Tisch beantworten. Kannst du da noch 1, 2 Wörter dazu sagen? Lebt der Antichrist bereits unter uns? Können Flüche und Dämonen auch in Christen wohnen? Ich glaube, es hat zu allen Zeiten so etwas gegeben wie antichristliche Tendenzen oder Strömungen. Der Antichrist als letzte Person vom Widerstand gegen Gott, ob die unter uns lebt, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich finde das sehr spekulativ. Immer wieder hat man das probiert zu identifizieren und ist dabei auch auf die Nase gefallen. Ich glaube tatsächlich, dass wenn es so ist, dass es so offensichtlich ist, dass es nicht mehr einen Zweifel dran gibt. Also von dem her wäre ich jetzt extrem vorsichtig. Ich wäre auch vorsichtig zu denken, dass wir in der entscheidenden Phase der Weltgeschichte leben. Also das ist ein bisschen eine Überhöhung und ein bisschen eine Nabelschau, sondern es kann auch sein, dass nach uns weitergeht. Und ich glaube, da ist es mehr die biblische Warnung, sind achtsam, bleibt nahe bei Jesus Christus, lasst euch vom Heiligen Geist leiten. Danke vielmals. Wie gesagt, das Tischchen ist nachher bereit. Und wäre es möglich, Stefan, dass du noch für uns, mit uns beten? Selbstverständlich. Ich schlage vor, wir stehen doch auf dazu. Allmächtiger Gott, wir danken dir für die Gabe der Heiligen Schrift, wo du uns damit belebst, wo du dich selber offenbarst, wo du dich selber zeigst, wer du bist. Und so bitten wir dich, dass die Worte uns immer wieder zu dir hintreiben, dass du sie uns auftust durch das Wirken vom Heiligen Geist, dass du sie unter uns lebendig werden lässt. Hilf, dass wir die Bibel nicht nur hören, sondern auch leben. Dass wir als Gemeinde mit dir unterwegs sein können. Und wo sich Zweifel einschleicht und wo Misstrauen da ist, da schenke uns wieder Vertrauen und Zutrauen zu dir und deinem Wort. Zu dem, was dich meint. Du weißt ja dort, wo sich unser Herz verkrampft hat und verschlossen hat. Machst du auf und lass wieder neu anfangen zu brennen. Jesus, wir wollen auf dich schauen. Du bist A und O, Anfang und Ende. Du bist das Lamm von Gott. Du bist der, der wiederkommt und du bist der, der uns und die ganze Welt und deine Kirche zum Ziel bringt. Auf das vertrauen wir und aus deiner Gnade leben wir. Amen. Amen. Danke vielmals, Stefan.